Schönen guten Abend als Summen willkommen op der Laureatefeier vun der Gemeng Schöfflinge schon mal so gelos, dass dat vu Joer zu Joer immer méi groß gëtt, dat hech en andere wieder, das kulturell a sportlich immer méi gelecht gëtt, dat ass ja gut fir ein Gemeng. Dat ist aber auch gut für all die Leute, die sich nieft engem Terrain oder nieft enger Bühne engagieren, weil ohne Benevolat geht doch hautestags sowohl an der Kultur wie auch am Sport nach immer nicht. Die nächsten 2 Stunden geht dann lo Kultur und Sport gehen die Hand an Hand man nehmen. Und das ist so, dass sie oft von dem Engen an dem einen immer etwas rumfindet. Sport als heinst du auch ein bisschen Theater, als ein bisschen Kabarett. Du gehst nochmal heinst du ein paar falsch Themen getroffen. Auch Kultur, dem nur wer dem möchte, also noch physisch gefordert, muss sich konzentrieren, für eben die Ziele zu erreichen, die ihn wild erreichen. Ich habe für die von falschen Themen geschwärzt, für den richtigen Ton, so ist der Novent All Rights Reserved. Wir haben die Krise gesehen an Herren mit seiner elektrischer Geige. Und ich wollte aber auch noch sagen, dass die Krise an einer Band spielt, und zwar 0.5. Also 0.5 hat sich da qualifiziert für das Finale, für den Grand Prix de Revision de la Chanson. Also nicht der Grand Prix selber mit Finale. Die wird dann den 25. Januar organisiert. Vielleicht sehen wir hier dann zu Basel. Auf alle Fälle einen dicken Applaus für die Krise. Ich begrüße dann den Bürgermeister der Paul Weimarskirche zusammen mit seinem Chefrat, den Carlo Feierreisen, den Riso Agovic, den als leider nicht nur den als krank, und den Marc Spautz. Ja, Paul, Laureatefeier hier in der Gemeng. Ich habe gesagt, geht immer mehr groß. Mittlerweile 11.500 Leute, die hier leben, wohnen. Ich habe geguckt, über 100 Assoziationen und Vereine. Also, das ist auch für Gemengeresponsable, für Gemengeresponsable am Großen doch schon eine große Herausforderung. Das ist eine ganz große Herausforderung. Wir haben nicht nur 100 Vereine, wir haben noch 100 verschiedene Nationalitäten hier in der Wirtschaft wohnen. Und dafür sind Vereine ein wichtiger Akteur für das Zusammenleben, von denen eine Gemeng braucht, die Solidarität, die braucht, das gegenseitige Steipen, was die braucht, sind Vereine enorm wichtig, ob sie aus der Kultur, aus dem Sport oder eben aus der Freizeit kommen. Also dafür den Noven, das nicht mit dem Merci und die Leute, die heute geeiert gehen, mit der so Merci und Vereinsverantwortlichen, wie es doch gesagt ist, ohne Benevolat lebt doch nicht an der Sport, an der Kultur, an der Freizeitvereine. Und dafür der nächste Merci, den Noven geht eigentlich an alle Gehören die Leute, die für die da sind, die Kompetitionen betreiben, die sie trainieren, die dafür sorgen, dass Briefe rausgeschrieben gehen und viel andere Arbeit zu machen. Ein großes Merci an die. Wann den enker durch Chefratserklärung blättert, da steht geschrieben, dass Kultur, Sport und Freizeit ganz wichtig sind für ein Gemeng, auch für die Funktionäre von einer Gemeng. Ich bin immer froh, wenn die Leute durch die Chefratserklärung blättern, da sie was für eine Absichtserklärung immer haben. Und die muss ich dann noch natürlich schälen. Und effektivement, ich meine, Sport und Kulturleben an einer Gemeinde ist enorm wichtig. Bringt Leute zusammen, es schlägt Brücken, wo da unbedingt muss geschlagen gehen. Und natürlich ist eine Gemeinde immer herausgefordert, am Niveau eben von dem Zusammenleben, von den Infrastrukturen drunter zu schaffen. Wir schaffen permanent drunter, wir haben eine Reihe von Infrastrukturen, die nicht mehr up-to-date sind, wo die Vereine gerne müssen, was nicht mehr da wären, wo sie aber froh sind, wenn neue Kinder entstehen. Das ist ein riesiger Plan, das ist ein Plan, der viel Suche wird, kostet, wo nach Munches zu organisieren und zu haben froh und dann auch zu planen, dass wir sind in NRW. Wir nicht nur, dass infrastrukturell muss klappen, ich meine auch die Strukturen von einer Gemeinde vis-à-vis von den Vereinen muss klappen und noch wir schaffen noch in dem Bereich darunter auch noch als Kulturaktivitäten hier in der Gemeinde, die lassen sich weisen, die haben auch Luft nach oben. Wir haben eine Theaterequipe, die hier flotten Theater spielt und eine Musik, die gut Musik möchte. Wir haben viele kulturelle Aktivitäten in unserer Wirtschaft. Am Finale auch sind da gut 2-3 Jahre eine Kunstgalerie, die hier das Gleiche sieht, wo wir ganz froh sind, dass wir das auf Gestalt kriegen. Also es wird viel an der Gemeinde geschafft, du hast viele so geschwärzt, es geht aber auch jetzt, wenn ich von Sport schwätzen, von einem Sportskoordinateur. Als der doch auf die Schienen? Also es soll ja immer die Sachen da verraten, was sie wirklich auch korrekt sind. Ich kenne aber auch Leute in der Politik, die heute so Sachen auch können, die da wirklich auch kommen. Und wir sind im Gang darum zu schaffen, Sportkoordinator, Kultur, Mensch, Manager und so weiter. Das alles kostet doch Geld.
Wir sind im Gang als Budget aufzustellen an de Budget den as bësse klamm per rapport zu freiere Joren net weil man kein Suen hun mir weil man viel Investitionen getätigt hun an wir gucken net alles. Möchte Bujamecher dann noch selber bisse Sport? Natürlich man Sport auch ziemlich sportlich ausmengen. Die 2-3 Kilo, die ich zu viel hun, das einfach der Sach geschildt, dass der Burgermeister nimi die Zeit für Sport zu machen. Mich machen hauptsächlich Schwello. Ja, weil dat einfach ein Sport aus den zeitintensiv was wohin dann net op der Gemeng muss, wo in der Vordas, wo kann Freizeit erliewen. Nee, ich mache nicht so viel Velo wie sos, ich mache aber viel Velo. Und da spielen ich auch Tennis op ein ganz hege Niveau. Weil ich muss da so, wo man den Jules Müller verabschiedet hun zu Schöffling, da hatte ich dem rekommandiert, mat mir ein Match zu machen, aber bis haut sich noch nicht gemeldet. Boah, werde bisschen Angst tun für da gibt aber nach so ein Numm oder so etwas scheieren den TGW vor Schöffling, dat wir gewisse Pol Weimarskirch. Also den TGW als hier 2 Main de Schöffling gefu, wo zu Beetebusch die große Chantier war. Ja, effektivement, wann ich will gefu sinn an der schwer gedruckt, du kannst den Kollegen aus dem RTL, du schaffst do, du kannst die freier Kollegen froh, die war noch immer dabei. Ich hat den Numm, wann man gut NRW waren, le TGW de Chifflanche et là il faut s'accrocher. An es ist wirklich Tempo gefu, wo mengen Joch de Jan Ulrich ohne Doping net mat kommen wie. All Respekt, man könnte ja lecker testen, man könnte lecker gucken, Medikament, los mal hai, Laureaten an den Mittelpunkt regeln. Ich gif da lo fir déich oprufen all d'Athletinnen und Athleten respektiv Laureaten vum CR Schöffling. Ich gebe aber einmal lecker dazwischen. Bei erst zwei gehen hei, voilà. Ich gebe die Lüge mal vor, Lüge, wenn ich die Disziplinen da gucken. Du könnt ja jetzt summen. Du hast da schon ein etwas festgelegt, willst du irgendwann enke etwas nimmen eng Disziplin machen? Also am Anfang man ich nimme Sprint. Denn die Gesamtkurel, die haben sich angeboten im Championat, weil eben da alle Lützburg nicht so viele Leute da sind. Ja. Und da war man durch den Sprint, durch die Kraft und die Explosivität gut geht. Ja. Da kommen wir bei den Schachclub, den TSM Schöffling. Der Tisch also den Turm a Springer mat Schöffling SPL. Wetter sie überhaupt eng Olympiad am Schach? Olympiad am Schach aus, da kommen eben ganz viele Nationen, wie das zu Budapest waren, ich meine 190 Nationen am Open, an 160 bei den Frauen. Da spielt alle Equipe vier Leute, die nicht spielen. Das sind dann 11 Fronten, und da wird ein Klassement gemacht, und dann sind sie gewonnen von der Olympiade. Das ist eigentlich wie eine Weltmeisterschaft per Equipe. Vielleicht ein anderes Wort, weil es so nimmt, ein Schachschule, wird so viel von der Schachschule heute zu Schöffling geschwärzt, dass es funktioniert, wird auch viele Leute, Jungleute, die kommen. Ja. Ich weiß nicht genau, die Responsablen von der Schachschule sitzen da am Publikum. Ich denke, man haben 60 Jugendliche spielen. Wir sind ein paar von den Jugendlichen, die rauskommen sind aus der Schachschule oder nach da sind, die haben ganz gute Resultate. Ja.
Und heute geht es weiter mit der Tanzschule Danse et Lancé. Wir geben also all Tänzerinnen und Tänzer abbilden. Also 30 Jahre Tanzschule, ich habe gesagt, der gibt 4 Disziplinen, wenn ihr das so nennt, anbieten. Was ist das genau? Also wir bieten nun klassisch, contemporain an Charakter. Wir haben noch Pilates, aber das ist just für die auf Konkurs gehen, das sind nur die Schüler, die heute stehen. Wir haben nicht jeder, der auf Konkurs geht, weil auch nicht allkannt will das. Und das sind auch extra Trainingen dabei. Das ist, ja voilà. Es gibt kein Hip-Hop mehr, es gibt auch kein Modern Jazz mehr. Irgendwann muss ich sich auf etwas basieren, wo ich da kann drauf schaffen und gut gehen. Ich frage nicht direkt, es gibt hier ein paar die Preise verteilt und das sind noch nicht gerade die größten Tanzspezialisten. Die ersten Preise zum Beispiel Dancecharakter Tarantella, Dancecharakter Kadrian, Dancecharakter Kalinka. Was heißt das genau? Das ist der Charakter Russ, Mamie. Das ist meine Kollegin Irina Pupita. Die kommt aus der Vaganova Schule an die von St. Petersburg, 4 Jahren. Und sie hat Freundeskurs mit ihnen, das gehen da verschiedene Richtungen, die immer einen anderen Charakter haben, und die gehen dann gelehrt. Wir kommen dann lo, wir haben von Musik gesprochen, wir kommen dann lo bei Schöfflinger Musik. Schöfflinger Musik, die letztes Jahr hier 110 Jahre gefeiert wird. Da haben wir eigentlich 2 Laureaten, und ich schon mal so gelost, einer ist krank, den Arno Uri, die kann den Noven nicht heißen. Also bleibt am Anfang noch just Julia Rüme-Strobel. Ich habe gesagt, sie können doch gut sagen. Madame Rüme auch, wie heißt der Grand Prix de Revision, das ist ja ganz Inhalt zu Lützeburg. Nee, da man nicht, ich sagen, echt klassisch. So, ihr Damen und Herren, wir kommen lo bei einem Athlet, kann ich so ein außergewöhnlicher Athlet, ein professionellen Tänzer, die war auch das Jahr dabei bei der Ouvertüre von den Olympischen Spielen. Er ist 32 Jahre alt, aus Algerien, und er hat am Jahr 2000 mit Tanzen angefangen. Er hat allerdings 2 Handicappen, einen am Rücken und einen und seinen 2 Beinen. Aber er hat aber bis jetzt überall durch das Feld abgetreten, hat ein ganz Rutsch von Auszeichnungen und Preisen. An seine Ausdauer, an seine Motivation hat ihn durch ein Brot, wo er ist. Es muss ihn an sich leben, dann ist am Leben nicht unmöglich. Das ist sein Motto. Wir begrüßen den B-Boy Hyper.
Wir kommen nämlich schon bei den Badminton oder besser bekannt unter dem Namen Vierterball 1981 Schöffling. Aber wie du damit schon seht, 1981 gegründet, gehört ohne Zweifel zu der Creme vom Lützburger Badminton. 13 Mal Champion, 12 Mal Cup gewonnen an das Jahr den Double. Ich gebe also bitte den Laureaten drauf zu kommen, wann es schläft. Wenn ihr guckt, den Verein, das scheint ja den Moment exzellent zu funktionieren. Ja, also die Saison war noch ziemlich gut. Leider weiß ich nicht, ob das noch weiter so wird. Führen gehen, wir gehen all mehr all. Ja, wir gehen noch mehr. Wir sind zwar kein Champion, wir sind heute zwar auch schon richtig Champion, wir stehen aber noch immer hier. Aber was mischt dann am Anfang das aus, dass der Verein so gut funktioniert? Ich meine den Zusammenhalt, wir sind eine junge Equipe, wir pushen uns gegenseitig. Die Leute sind motiviert, auf ein Training zu kommen und das sieht ihnen dann auch auf die Resultate. Als nächstes Laureate kommen aus dem Handball, den Handball Schöffling. Da kommen wir bei uns Kehlenspieler als Spielerinnen. Du gehst ja ein paar Vereine zu Schöffling. Ich will mal heute 2 Stunden. Du könnt mal also einerseits der Kehleclub Schöffling 2000. Die sollen raufkommen an den KC Prinzebier Schöffling. Und dann haben wir noch Colette Hoffmann-Felgen an den Jean-Marc Hoffmann. Kehle spielen as jo Lützeburger Sport mal enger enormer Tradition. Gëtt dat dann heute Schöffling immer anständig viel gespielt? Ja, da gëtt viel gespielt, wir haben doch ganz heich. Wir sind dick zufrieden, wir spielen an der Schöfflinger Stuuf. Das ist die einzige Kehle, wo man nach hun am Moment heute Schöffling. Und du spielst noch als Damen, die spielen noch da. Selbst. Und ich will noch dabei zu drohen, Schöffling, Prinzebier Schöffling, die haben 5 Equipen. Das heißt, wir spielen nur noch Klassik zu Peting an der Halle. Das heißt, wir spielen national hier am Café, auf 5 Equipen nur noch zu Peting an der Halle spielen. Pedal 07 Schöffling, also auch ein Willensverein mit einer großen Tradition. Motto Union Schöffling, auch ein Verein, den schon zu lang geht, 1932 gegründet.
Sportart, die jo wahrscheinlich an diesen Zeiten nicht so einfach als zu praktizieren, auch schon gar nicht für wahrscheinlich das ein oder andere Evenement zu organisieren. Ja, das ist ganz schwer haut es das für ich mal ein Terra zu kreen, wo man können Jurend vorlose immer krämer me Jurend an das nicht einfach wie du siehst ein Terra zu kreen für die Sportart auszufeieren. Die große okay Problem, die können an Deutschland fuhren, mit die Klang muss immer op ältere Weide bis älteren hemkommen, an da geht nur bis hemkommen, an da fällen wir denen nicht dünn den. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Deiersport, der nicht zwei viele Preise ein edles Material. Könnte ich dann vorstellen, enker elektrisch zu fuhren? Ich weiß es nicht, das für ja nicht mehr. Da muss die Kollegen selber froh, wie sie damit zufrieden sind. Das negativ, das auch positiv. Ich denke, da muss der Pilot immer selber wissen. Müsste man allo bei den Chase Club kommen, SS Shooting Academy. Fängt man beim Sport für der Kultur, fängt man am Sport an. Fester, ja. Früher ja selber viel gelaufen, du lebst da Hand drin oder lebst du immer für alles zu organisieren? Ja, bisschen von allem. Ich meine, schon nicht lang genug gemacht. Ich probiere dann los so gut wie möglich ein bisschen am Benevolat viel zu machen. Und ich bin auch ganz froh, wenn den Haie die Soirée den Ofen gesagt, für allem, dass ganz viele Junker geehrt gehen, das ist ganz wichtig, weil das dann Zukunft und das ist auch flott, wenn ihr gesagt dass dann mir Älterer nach geehrt gehen, das ist ein flotte Mix und der Tisch kann ihn von jung bis alt Apps machen, Apps leisten und da kriegt ihr noch seine Lorbeeren hier auf der flotte Soirée all Jahres. Sport a Freizeit zu Schöffling, die Kommission, wo lein du ein bisschen Schwerpunkte an Ärer Kommission? Ja, Schwerpunkte sind mal dann so nowen wie der Titan zu organisieren, respektive nächstes Jahr ugedört auch mal eng nu die Sport vielleicht heurem opliewen zu lassen. Der Burgmeister hat gesagt, sie größer Infrastrukturserbechten an Zukunft geplant, du hast da noch flott darunter können Matze schaffen und dann ja, Sachen an Leben zu rufen, für die Vereine dort zu sehen, die zu unterstützen, ob Kompetitionen go wann er besaß an wann Hölf gefroht das zu helfen. Weil ich gehe mit. Wie so schön den guten Ton mischt Musik, der Tisch kulturell geteilt zu Schöffling auch ganz viel Geburten, also Kulturleben lieft. Kulturliewen lieft zu Schöffling. Das stimmt, so kann so. Et huet ganz viel Aspekte wie das fir run vum Burgermeester nimmt gin fir d Musik, dans lancé die Stung auch beim Sportleche mit der auch de kulturellen Aspekt den du mat trackend. Kunsthaus op ma hunn sinn ganz kope Elemente he zu Schöffling, die schmengen die et machen dass Schöffling auch net zu enger Kultur Hauptstadt gëtt, mé ewer wo d Kultur groß geschriwe gitt. Auch dank dem aktiven Wirke vun diesem Schäferrot.
Lo hast de Sport jo am Anfang méi definiiert mat de Sportarten Kultur, dat ass awer enorm breet gefächert, Musik, Theater, Kabarett, nué net alles. Dat deesket Teil zu Schöffling vun alles, a wahrscheinlich net so einfach dat alles ënner den Hut ze kreen. Das ist auch schön formuliert, das ist einfach dat immer den Hut zu kreen. Die Aufgabe von der Kommission momentan bestehen do daran Inventär zu machen. Was gibt es am kulturellen, das wie es gesagt hast, dat das vieles. Das kann Musik sein, das kann Theater sein, kann Kunst sein an all seine Formen. Muss gucken, was Schöffling hört. Wir waren noch erstaunt, wo das alles ugekönnecht ist. Mit das nicht so einfach wird immer zu fannen. Das ist mal eine Aufgabe für das zu machen, für so ein Kulturentwicklungsplan, das groß wird, mir für Richtungen zu gehen, wer den alles kann, wer den alles hört, wen er zur Summe bringt, auf für allem für zu gucken, wer noch fehlt, wer den nach Kind weiterentwickeln. Und da sind wir in der glücklichen Situation. Wir sind Präsidenten von einer berodender Kommission. Wir können den Chefrat beroden, mehr lauter gute Ideen. Und nun müssen sie gucken mit den Finanzen, ob das doch realisierbar ist oder nicht. Wir das zur Summe spielen, und das war das an diesen zwei Kommissionen so interessant ist. Wir können da Ideen an Tron zu gehen. An dann kommen wir awer bei die Turner ha vu Schöffling, anwer bei den Litrawei Schöffling. Da kommen wir bei den Tischtennis Schöffling. Wir kommen also beim Tennisclub Schöffling. Alex, wie das ja ausgesehen? Ja, am Anfang nicht schlecht. Viel gereist, du musst man der Davis Cup gekippt, da hat man ein paar coole Erfahrungen. Die hat am Anfang in Kolumbien angefangen. An Lauf für einen engen Monat waren wir nach Neuseeland. Das ist mir ein bisschen die ganze Welt entdeckt. Das ist eine coole Erfahrung, viele gute Matcher. Und die Saison ist nicht fertig. Ich spiele nur noch im Dezember bei Turnern. Und dann am Januar geht schon direkt los mit dem Davis Cup daheim, weil doch ganz fortfährt sind. Ja. So, und dann immer noch eben ein paar Videomessagen von denen 3 Letztgenannten, die nicht können hier sehen. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emilien Demanet, j'ai 19 ans et je suis un joueur belge. Je suis classé actuellement 605e à l'ATP et je ne serai malheureusement pas là ce mardi soir car je suis en déplacement en tournoi en 15 000 $ ici à Héraclion en Crète et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao ciao, au revoir, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Théo Papamalamis, j'ai 18 ans. Et je suis joueur au tennis club de Chifflange. Actuellement, je suis classé 61e français et à peu près 720e à l'ATP. Je suis actuellement à Monastir sur le circuit ITF. C'est pourquoi je ne serai pas présent à la soirée mardi soir. Mais je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt. Goedenavond alle Goeten. Ich bin der Chris Rodech. Ich bin 380 Lo am ATP-Ranking. Und ja, ich bin immens froh über den ganzen Support vom TC Schöffling über all die Jahre. Und ich hoffe, wir können noch viel weitere Jahre so zusammen schaffen. Ich kann leider nicht da sein den Abend, weil ich in Turner spiele nach Kanada. Aber viel Freude und viel Spaß und hoffentlich sehen wir uns gleich. Merci, Adi.